Sie sehen also, da hat jemand überhaupt nicht an das Automobil geglaubt. Das war der Kaiser Wilhelm II. Vor etwa rund 100 Jahren. Gut, das war jetzt kein Fachmann. Da kann man sowas noch verzeihen. Aber es haben auch andere sich darüber Gedanken gemacht. Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird 1 Million nicht überschreiten. Allein schon das Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Das war immerhin jemand, der es eigentlich hätte wissen sollen, der daran geglaubt hat. Der hat es auch höchst aktiv an der Entwicklung mitbeteiligt war. So schaut die Realität aus. Wir haben hier noch keine Zahlen. Das ist der Verlauf des Kfz-Bestands, also des Automobils in Österreich seit 1960. Hier haben wir Zahlen. Also wir haben die Prognose von Kollegen Daimler in Österreich alleine so schon 6-fach überschritten schon. Hier sehen Sie den großen Anteil, den der PKW einnimmt. Und hier, nachdem die absolute Anzahl ja nicht so viel aussagt, gibt es eine Größenordnung oder eine Messgröße, die als Motorisierungsgrad bezeichnet wird. Man bezieht den Bestand an PKW auf 1000 Einwohner. 1000 Einwohner, ob Baby oder Kreis, ob aktiv oder nicht aktiv, die werden als Bezugsgröße herangezogen. Österreich hat jetzt etwa den 10-fachen Motorisierungsgrad wie noch vor 50 Jahren. In 50 Jahren haben wir unsere Motorisierung verzehnfacht.